Hallo zusammen, da ist Exitus 19. Ich schaue gerne Let's Plays von Minecraft und ja, habe mir überlegt, ich könnte auch mal eins machen. Und da es noch niemand auf Schweizerdeutsch macht, mache ich mal eins auf Schweizerdeutsch. Ja, Minecraft ist ein Sandbox-Game. Das heisst, man hat so viele Fähigkeiten und ja, man kann so ein bisschen Maps erstellen lassen. Machen wir da gerade mal eine. Dann Let's Play. So. Dann wird die erstellt und gegen links, rechts, oben und unten ist die eigentlich, also Norden, Süden, Osten, Westen ist die unendlich gross. Es gibt eine hohe Grenze, sage ich mal, und eine tiefe Grenze. Ja, ich weiss nicht, ob wir die erreichen. So. Jetzt sehen wir da, wie die Welt langsam entsteht. Und je weiter ich laufe, desto mehr kommt dann halt. Ja. Jetzt geht es eben darum, man kann jetzt da eigentlich alles abbauen. Wirklich alles. So, ein bisschen Sand. Ist aber jetzt im Moment nicht das Wichtigste. Oh, Scheiße. Ich muss gerade etwas umstellen im Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe einen HD-Patch drin gehabt. Aber der ist ein bisschen scheisse, um euch das zu zeigen, weil überall die Gräser werden dann überall so blau. Und das ist noch ein Fehler, weil es noch nicht aktualisiert haben, glaube ich. Ich weiss nicht genau, wie das läuft. So. Holen wir ein bisschen Holz. Das ist so ziemlich das Wichtigste, was man braucht. Am Anfang zumindest. Nein, eigentlich immer. Und ja, das Zeug schwebt halt, bis auf gewisse Sachen. Also, ich kann es euch mal zeigen. Sand zum Beispiel. Der geht dann runter. Erde bleibt in der Luft stehen, Stein auch und eben die Bäume auch. Wenn man einen abgeholzt hat, verschwindet das Zeug rundherum, dass es nicht stört. Und man kann dann auch neue Bäume pflanzen. Es geht dann so Setzlinge ab, ich zeige es nachher gerade rasch. Und dann stören die Blätter einfach, weil ein Baum braucht natürlich Licht. Und wenn die Blätter oben dran sind, dann hat er kein Licht und kann nicht wachsen. Das heisst, irgendwann wird das Holz womöglich ausgehen. Ah, jetzt habe ich gerade einen Setzling bekommen. Jetzt noch mehr. Wir wollen ja immer schön ein bisschen Holz haben und so. Das ist noch wichtig. Dann eine. Und da kommt. Gibt es auch verschiedene Holz. Wobei, das ist nicht wirklich wichtig, wenn man es verarbeitet, dann ist es einfach immer das Gleiche. Einfach so Setzling, wenn man will schauen, dass also ich jetzt eine Birkenallee will, dann gehe ich auch Birkensetzling holen. Wobei Birken, ich hasse Birken, ich finde das gar nicht so schön. Jetzt habe ich eben einen Birkensetzling bekommen, aber der rühre ich wahrscheinlich gerade weg. Mir gefallen die einfach nicht. So. Und ja, eben, es ist Mist. Es ist ein Sandbox-Game. Das heisst, ja, Sandkasten halt, was macht man mit Sandkasten? Man baut Türmchen, man macht es wieder kaputt, man tut ewig lang Sand einfüllen und genau so ist es eigentlich. Man könnte ewig da Holz abbauen, man hat gleich nicht genug. Aber da es auch noch ein paar fiese Sachen gibt, machen wir uns jetzt gleich mal ein Haus. Da kommt man mit E rein. Ups. Mit E kommt man da rein, kann dann das Holz da reinlegen. Das ist so Crafting, das Herstellen. Tut das da rein. Aus diesen Holzplanken kann man so Crafting Table machen, also eine Werkbank. Oder, also man kann mit links kann man das Ganze nehmen, einmal rechts kann man eins reinlegen und man tut es mit links rein, nimmt es mit rechts auf und teilt es durch 2. Machen wir da mal noch 64 Stäbe.
so. Mit Q kann man Sachen wegrühren, also da grusig Birkensätzchen will ich nicht. Kann ich ihnen gar nicht geben. So, jetzt müssen wir uns merken, dort unten ist der Spawnort. Also das heisst, wenn wir sterben, kommen wir immer wieder dort auf die Welt. Und uns mal ein schönes Plätzchen suchen. Ich würde sagen, da, der Sand hinter. Mal ein bisschen rumschauen. Weil ich will nicht einfach irgendwo ein scheiß Haus bauen und dann merke ich, oh, das sieht ja gar nicht cool aus. Ja. Sag mal. Machen wir da ein bisschen Platten, sage ich. Weil, ja, logischerweise ist es einfacher, um ein Haus zu bauen, wenn man da eine schöne Form hat, oder? Die Erde können wir auch sonst wieder mal brauchen. Die wächst dann, also das Gras wächst dann wieder nach, sofern es Licht hat. Da, jetzt haben wir es gerade gesehen. Sofern es Licht hat und im Anschluss an einen Block mit Gras ist. Das heisst, ja, ich demonstriere es jetzt mal dem da. Jetzt können wir da dann beobachten, der kommt Gras über, weil er einfach irgendwie, weil er da angeschlossen ist. Und der einfach kein. Das können wir dann nachher mal testen. So. Bauen wir da einfach den Baum zu. Ja, nehmen wir das mal weg. Jetzt muss ich erst schauen, wie spät das ist. Ah ja. Weil in der Nacht wird es dann noch ein bisschen gefährlicher. Das sehen wir dann schon noch. Ich möchte da jetzt nicht verraten. Wo soll unser Eingang sein? Wir sind da, ne? So. Wir sollten immer 2 Schichten machen. Also je nachdem wie hoch der Rand aussen dran ist, weil so können die Sachen reinkommen. Das heisst, ich nehme jetzt das hier noch weg. Sonst eben, könnt ihr gumpen und kommen einfach rein. Und das, ja, das wollen wir nicht, wenn wir am Pennen sind, oder? Zwar am Anfang werden wir eh nicht pennen. Weil, ja, man braucht halt gewisse Materialien, um gewisse Sachen herzustellen. Um die Nacht zu überbrücken, braucht man einfach ein Bett. Und das Bett, für das braucht man Wolle. Wolle haben wir noch nicht. Wenn wir gut aufgepasst haben, haben wir die Wollenspender schon mal gesehen. Sonst werden wir das sicher sehen. Ja, das noch. So. Ja, komm, die nehmen wir noch weg, sonst sieht es doch